So. Besser. Da haben wir alles abgebaut. Und da unten kommen wir, glaube ich, zur ersten großen Ding. Ja. Da, toll, oder? Weiß schon jetzt nicht mehr wohin. Gehen wir mal rechts. Da ist Kohle, ich weiß. Da ist auch Kohle. Weiß ich doch. Offen ist eine Sackgasse, da können wir jetzt zurück. Creeper, Creeper, Creeper. Haben wir Pfeile? Wo? Wir haben Pfeile. Headshot. Buh. Das letzte Mal, weiß ich noch, war unser Thema, unser Gesprächsthema GTA. Wow, noch ein Creeper. GTA 5. Nein! Kann ja nicht nochmal über GTA 5 quatschen. So, sonst ist hier nichts mehr, ne? Bisschen Koppel holen. Heute habe ich gelesen, GTA 5 hat, wie viele? 7 Guinness World Records gleich abgesahnt. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ich habe die Seite auch noch offen. Aber ich, das Spiel, das am schnellsten zu 1 Milliarde Gewinn kam, das Spiel, das am schnellsten, das mit dem meisten angeschauten Trailer irgendwie so. Das Spiel, das am schnellsten, einfach das mit den Verkaufszahlen, da hat es etwa 5 von 7 Weltrekorden sind eigentlich alleine über die Verkaufszahlen von GTA 5. Und ja, die Berühmtheiten, so Zeugs. Aber das war auch echt krass, als es rauskam, wie schnell das ging. Aber wie gesagt, ich will jetzt diese Aufnahme nicht schon wieder über GTA 5 schwatzen, obwohl es ja wirklich ein tolles Spiel ist, tolles Thema. Oh, Alter, jetzt habe ich einen riesen Schock gekriegt. Oh, habe ich jetzt einen Schock gekriegt. So, Entschuldigung. Mann, bin ich für eine Pussy, hey. War ja nur ein Creeper. Nur so ein öder Creeper und hier kommt ein Zombie. Stirb. So. Ich hoffe echt, die Sounds sind nicht zu laut. Für mich sind sie das nämlich. Du stirbst auch gleich. So. Ich warte ja auf die PC-Version und im Moment spiele ich immer noch GTA 4. Und zwar The Ballad of Gay Tony. Und ich muss schon sagen, das ist schon ein ziemlicher Unterschied vom The Ballad of Gay Tony zu, oder besser gesagt vom Niko Bellic, von der Story von Niko Bellic zu The Ballad of Gay Tony. Die Missionen sind eigentlich schon in GTA 4 echt geil, was man da so machen muss, irgendwie mit einem Helikopter ein Auto durch die Stadt verfolgen. Das war eine schwierige Mission und es hat echt Spaß gemacht, mit dem Helikopter so tief zwischen den Häusern hindurch zu fliegen. Oder es hat halt bei Ballad of Gay Tony auch einen Panzer, den man klauen muss. Und nachher fährt man mit dem Panzer durch die Stadt. Ja, und auch wenn man eine Mission gemacht hat, sieht es eigentlich aus wie GTA 5. Also eher umgekehrt. GTA 5 sieht aus wie der Ballad of Gay Tony. Am Schluss kommt dann auch dieses Bild von wegen, was man erreicht hat und so. Also mit der Ballad of Gay Tony hat mich GTA 4 eigentlich nochmal ziemlich überrascht, muss ich zugeben. Auch wenn viele sagen, GTA 4 war ein Scheiß und so, aber ich finde, der Ballad of Gay Tony, dieses Paket, muss man einfach gespielt haben. Es gibt ja noch das dritte, und zwar das mit den Typen, die da Motorrad fahren, mit der Motorradgang. Warte, ich habe so gerade neben mir, The Lost and Damned. Ich bin nicht so der Motorradfreak, darum spiele ich das nicht so gerne, aber vom Aufbau her ist es genau auch so. Also es sind Welten zwischen der Geschichte von Niko Bellic und den zweien, muss ich schon sagen. Ja, weil Niko Bellic, ich weiß nicht, am Anfang war es noch toll und nachher hat es nicht mehr so Spaß gemacht. Aber der Ballad of Gay Tony ist cool, wirklich. Und so zur Vorbereitung, bis GTA 5 vielleicht doch mal endlich für PC kommt, macht's Spaß. Bin ich eigentlich voll? Nee. Habe ich jetzt aufgenommen? Ja, gut. Andere Seite. Jetzt habe ich schon wieder Eisen gesammelt, wie so blöde
Schon wieder 23 Eisen. Da vorne ist noch da wieder Eisen. Nehmen wir alles mit, natürlich. Eisen können wir immer gebrauchen. Wisst ihr ja, ne? Rüstung und so, das Schmeiß. Waffen. Eisenbahn. Noch nie habe ich eine Eisenbahn gebaut, so richtig. Außer in meiner Let's Show Welt. Da habe ich eine U-Bahn, die eigentlich durch die ganze Welt führt. Kann man von überall die U-Bahn nehmen. Könnte ich auch mal wieder machen in Let's Show. Ich habe es schon lange mal irgendwie gesagt, irgendwo in einem Let's Play, dass man wieder ein Let's Show folgen wird. Und ich habe immer noch keins gemacht. Eieiei. Wäre mal wieder an der Zeit, was da schon alles entstanden ist. Wie lange ist die letzte Let's Show Folge? Die muss ja ewig lange her sein. Bestimmt schon ein Jahr oder so. Ja, das ist noch Kohle. Ja, und darum wäre eine Let's Show Folge, glaube ich, auch wieder mal angebracht, ne? Weil diese Welt, ich baue immer in derselben Welt weiter. Und die ist auch auf dem Server, das heißt, spielen ab und zu auch andere noch drauf. So als Ergänzung zu Städten. Eine Stadt sieht immer toll aus, wenn man verschiedene Gebäude hat und wenn da verschiedene Leute bauen, dann sehen die Gebäude automatisch verschieden aus, weil jeder hat so seinen eigenen Baustil. Ich muss jetzt mit den Füßen unter dem Pult aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auf den Stromknopf drücke. Mache ich noch gerne und dann ist der PC weg. Will ich ja nicht. Wäre nicht so toll. Ja, wie gesagt, Let's Show. Ich weiß nicht, soll ich mal wieder ein Let's Show machen? Ich habe so viel angefangenes Zeug im Let's Show auf dieser Welt. Man weiß gar nicht so richtig, ob ich jetzt zeigen soll. Was nämlich nicht fertig ist, zeige ich ungern, ne? Außer das Schiff, okay. Was mittlerweile auch schon ein bisschen mehr dazugekommen ist, aber fertig ist es noch nicht. Ich habe zwar geschrieben, dass es in diesem Jahr rauskommen wird, aber ich bin leider immer noch nicht fertig mit diesem Schiff. Also da kommt so viel rein, kann man so viel machen. Und ich freue mich auch richtig auf die Aufgaben, immer so ein Kino in ein Schiff reinzubauen. Ich meine, das ist eine tolle Sache. Ne? Da geht's, glaube ich, raus. Aber mit der Zeit hast du dann genug an diesem Schiff gebaut. Und dann willst du mal wieder was anderes machen. Und dann fängst du das wieder an, dieses und jenes. Und dann am Schluss hast du 20 offene Baustellen. Und wenn ich so überlege, ja, sind es wahrscheinlich auch fast 20, ne? Ansonsten ist die Welt, ja, ist schon krass, wie sich die entwickelt hat. Ich glaube, die letzte Let's Show Folge, die war über das Walddorf, glaube ich. Oder über die Schiffe, ich weiß es gar nicht so genau. Und dann hatte ich doch ein Let's Show. Ja, viel habe ich eigentlich nie gezeigt im Let's Show. Oh, es ist Nacht. Soll ich es jetzt wagen, nach draußen zu gehen? Ich weiß nicht. Wie lange ist es denn schon Nacht? Na komm, ich gehe nach draußen. Wird mich schon nicht gleich etwas angreifen. Nö. Alles ruhig hier. Jo. Gut, dann gehen wir schnell ins Bett. Ganz leise. So. Gute Nacht. Guten Morgen, liebe Leute. 29 Eisen haben wir gesammelt. Wie sieht's mit dem brennenden Nachbar aus? Nee. Ah, das Weizen immer noch nicht gewachsen. Ich weiß nicht, kann man Weizen mit Knochenmehl vielleicht zum Wachsen bringen? Ich gehe mal schnell schauen. Ist noch doof, wenn ich die Playlist starte, dass die mir von oben beginnt, auch wenn ich Zufall eingeschaltet habe und dann kommt halt noch schnell mal ein Lied, das gerade vorhin schon gelaufen ist. Ja, nu. So, Headshot. Stirb. Was, nicht tot? Oh, jetzt aber. Hallo Zombie. Ey, verpiss dich. Du brennst. Schön genug. Oh, das ist ein Ausgang. Sehe ich gerade. Die Spinne ist lieb, ne? Ja.
Da war ich schon mal. Ja, ich glaube, da geht es auch nicht mehr weiter runter. Ansonsten, ja. Ich möchte jetzt schauen, ob hier das Weizen... Oh, habe ich gar keinen Eingang gemacht. Ah, geht. Super. 1, 2, 3. Oh, Mist, das war jetzt falsch. Egal. Da schießt was auf mich. Und trifft nicht. Oh, jetzt hast du getroffen. Bist du? Ah. Headshot. Stirb. Alter. Autsch. So. Diese scheiß Skelette. Haben das Gefühl, sie seien da die Besten, oder wie? Regt mich auf, ey. Ich weiß gar nicht, wo haben wir eigentlich Sand geholt? Ich, haben wir überhaupt eine Wüste in der Nähe? Das weiß ich auch nicht. Ach, ich bin schon müde. Ich war jetzt 2 Tage in Paris, ein bisschen die Stadt ansehen. Eiffelturm und so. Ja, war cool. Hat Spaß gemacht. Und jetzt bin ich ein bisschen müde. Und, aber ich möchte natürlich doch hier weiter aufnehmen, ne? Weil viele sagen, es sei schade, dass ich nicht mehr so viel Minecraft aufnehme. Das soll sich jetzt wieder ändern, denn jetzt ist die Pause vorbei. Jetzt kommen wieder Folgen eigentlich. Dass man die Kuh hat. Ah, die Kuh ist klein. Die Kuh kommt gerade richtig. Kuh. Ja, komm mal her. Ja. Folge mich. Suis-moi. Oh, ich hab Hunger. Warte schnell. Ganz zurückbleiben, Kuh. So, folge mir. Ja. Ja. Logisch schaust du so blöd, ne? Wenn ich hier... wenn ich hier Kuhfleisch esse und gleichzeitig die Kuh hinter mir her zeugle. Ja, komm. So, da komm steht nicht rein. Muss zuerst aufmachen. So, rein da. Ja, du bist ne brave dumme Kuh. Hahaha, gefangen. Tja, jetzt hast du Pech gehabt, ne? Jetzt, ja, jetzt. Scheiße. Ja, babla, ich habe das letzte Wort gesagt. Ja, nö, du bleibst jetzt da und ich hol dir noch ein paar Kollegen. Mindestens eine Freundin. Damit ihr Liebe machen könnt. La la la. Da ist eine Kuh. Oh, kennt ihr noch diesen Song von diesem Pudding? So, die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mut, die macht einen Pudding und der lässt schmecken oder so irgendwas. Ich weiß nicht. Aber es gab so eine Fernsehwerbung mit einem Pudding und irgendwie ist auf dem Pudding eine Kuh und die Kuh, die heißt Paula und die Paula ist eine Kuh, ne? Die macht einen Pudding. Ja, war so ein Werbespot. Aber ja, ist jetzt auch schon eine Weile her, seit ich den das letzte Mal gesehen habe. Ja, und da heißt die Kuh Paula und die macht Pudding. Fertig. Oder was gibt es sonst noch so für Werbespots mit Kühen? Zum Beispiel Milch macht stark, ne? Bei uns in der Schweiz gibt es ganz viel so Milchwerbung. Zum Beispiel Skispringen im Winter. So, wenn Skispringen läuft, dann kommt da eine Kuh und springt die Schanze runter und am Schluss landet sie und hat ein Glas Milch bei sich und dann heißt ja, Milch macht stark. Ja, ja. Haben wir sonst noch Kühe? Da hinten ist noch die Kuh. Oh, da hinten hat es ja ganz viele Kühe. Komm, dann holen wir die gleich, dann geht's gleich ein paar Junge. Die Schafe will ich eigentlich gar nicht. Dann gibt's ja junge Kühe und mit den, wenn wir dann genug junge Kühe haben, dann können wir die alten natürlich gleich wegräumen. Jetzt folgen mir echt alle, ne? Sonst muss ich halt das Schaf leider einschäfern, hahaha. Gut,